Ich bin ausgewachsen in Birobidjan, in Sowjetenverband. Der Seidefleck sagen, ich will nicht zu tun mit der Reute Hitlerach und ich hab damals nicht verstanden, was war der Reute Hitlerach meint er. Also das hat mir erklärt. Dort seien die Milizionären, die Polizisten, die sowjetische, so haben gehabt, solche Reute Hitlerach von oben, ja. Und für ihn, das ist gewesen der Symbol von der sowjetischen Macht. Und euch Birobidjan der Stern. Also er hat nicht gewollt, zu tun mit sie, aber er hat ja gelernt, sowjetische Heimland. Die Mama hat gearbeitet in der Zeitung, Birobijaner Stern. Jeden Tag haben wir gehabt die Zeitung bei uns in der Heim, sie pflegen es bringen nach Heim. Und weisen dem Taten, der Tate hat nicht gewollt, es sehen Bichler. Aber ich bin gesessen beim Tisch und ich habe gesehen die Zeitung verkehrt. Und ich habe sich heute gelernt lehnen, die Titeln verkehrt. Und bis Wow. heutzutage kann ich sehen die Zeitung verkehrt und ich sehe die Titeln. Wir sind knapp jede Woche durchgegangen die Kurves von dem jüdischen Theater. Und ich fragen, was ist da gewesen? Früher. Man hat doch vermacht dem Theater in 49. Wer gedenkt schon? Aber die Mhm. Mama hat gedacht, dass wie ein Kind, sie hat gespielt dort. Die Kinder haben gewollt, haben lieb gehabt, sich spielen auf der Bühne, was hat sich gedreht. Und das ist gewesen ein wilder Chiddisch in jener Zeiten, ja, eine Bühne, was dreht sich. Mein erstes Buch. Prose, was heißt Der Sod von Weiße Bären. Und ich hab sich gespielt da euch mit meinem eigenen Namen Bären und sie da als ein Witz, auf Russisch sagt man, als man wird dich schicken zu die Weiße Bären, ja, und es meint, als die Gulagen und das alles, ja. Sibir. Ja, ja, Ja. das verbunden mit Sibir und ich bin geboren geworden in Sibir, Agef, nicht in Birobidjan, in Irkutsk. Das Mhm. ist eine große sibirische Stadt bei der Rosere Baikal. Sibir ist nicht nur ein Wort, ja. Das ist ein Konzept, das ist ein Ort, wo man erkennt die Soides von den weißen Bären. Ein alter Malech hat gewickt mein Wiegel und abgemacht mit mir at Kieskaf. Ich soll vor ihm obsuchen junge Fliegel. Er soll ein Schäumer werden, war mein Sprach. Jahrelang schon fliehen wir zusammen. Kleib nieber Klangen, Wörter, Grammen, Tag und Nacht, Tag und Nacht. Mein Malech hat bekommen junge Fliegel, von Liebe, Schein und Händelech bis Gor. Sein ganze Zeit verbringt er bei die Wiegen, auf Mameloschen singt dem neuen Dor. Und Tomer fragt er, was kommt vor mit mir? Ich boi mit Wörter Bricken von Papier. Tag und Nacht, Tag und Nacht. Wenn ich Berl. schreibe Lieder, ich bin Berl. Wenn ich schreibe Prose, ich wäre Aha. mehr ernst und das ist Bär, ja? Aha. Und wenn es doof wäre? Doof Bär, das ist in dem Passport, wenn man geht darauf zu der Teure, ja? Aha. Ist ein Gitten, für was es jetzt gekommen. Wir werden auch eben mit ein paar Minuten rum. Dabei spielt sich bequem. Ich will einfach auch eben mit einem Lied, was man erst jetzt da ausgeklieben, ein Lied, was Dov Ber hat allein geschrieben, oder Berl. Berl. Agav, lass mir raten, wenn der Name ein Problem. Berl ist das Beste. Berl, Wenn ich Berl. schreibe Lieder, ich bin Berl. Wenn ich schreibe Prose, ich wäre Aha, mehr ernst und das ist Bär, ja? aha. Und wenn es Dov Ber? Doof Bär, das ist in dem Passport, wenn man geht darauf zu der Teure, ja? Aha, Und in verschiedenen Dokumenten und das ist mehr offiziell. Ja. aha. Als Sehr Barrel ist fein. gut. Ist, efter kannst du sagen, jeder, was mir eben noch zu spielen, der Lied, efter eben zu sagen, was ist der Lied und wer hat das getan und dann mit sich einer zu der Lied, ja, der YouTube-Lied, was hat ausgeklieben. Ich weiß nicht, ich soll weisen die Wörter. Es ist nicht gedacht, man wird hören und man sieht die Unterschriften, was laufen in dem Mhm, Video. Äh, äh, ähm, mit 2 Jahren zurück, viele weniger, bin ich gewesen in Buenos Aires auf mein Sabbatical und ich habe sich bekannt mit der jüdischen Zwiebel dort und zwischen den anderen Menschen habe ich sich bekannt mit der prächtiger, sehr talentierter Sängerin Jasmin Garfunkel und sie singt ein Lied, was ich habe gewidmet mein Weib Lili. Und das Lied heißt auf Lateinisch Ad Astra, zu den Sternen.
Ihr werdet sehen, ich habe es angeschrieben, seien die Gast in Schreiberhuis in Reykjavik. Und mir fehlt, sitzen die in Reykjavik in einem Zoffen, ja, ob ich sich vorgestellt dem Dorem, unser Dorem, ja. Wir sind in Dorem dicke Menschen. אז auf dem Paradox habe ich gebaut das Lied. Lass mir hören. Sehr fein. Jetzt lassen wir sich einer zu das Lied und danach wollen wir anheben das Interview. Gut, eine Sekunde, Share Sound. Sehr gut. Ähm, und Hide Controls. Warte, soll ich noch was größer machen? Mein Dorem, die Nacht, mein duftige und seidene, nimm mich herum, badek die Plätze warm, winkt freundliche und sagt mir zu, sie wird mich nicht obnarren. Der mich wegführt, weg im Wald geht silberner und sträuchlich die Ninke dem Himmel barmet neuen von zwischen Myriad Beores deinige zu ein und einziger nur hole mich der Der Greichen will ich sie durch der stechige Zafall will ich zu ihrer Brust zu warmer zerschmelzen Wände Mund Eisberg bläuliche Zegen wellen sich dämmelt Wolkens Chmare weg. Wow. Mama schrieren die. Wunderbar. Ähm, sehr schön. Ist lassen anheben. Ist Gitten alle. Shalom Aleichem. Mein Name ist Eli Benedikt. Und ich bin der Programmdirektor bei Midischlige.
Zwei Wörter wegen der Jiddischliga übrigens noch nicht. Die Jiddischliga Zille wird aufzuhalten Jiddisch wie eine moderne und lebendige Sprache und mutigt Menschen, als man soll reden Jiddisch in einem tagtäglichen Leben. Die Jiddischliga gibt auch ein Journal mit Nummern auf dem Schwell, Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Materialien, wo es helfen euch, sich auszulernen in einseitige Jiddisch. Wie euch halten wir gesädertige Programme mit der Reihe Persönlichkeiten, Forschers, Singers, Akteuren und Kulturtiers, was bringen euch einen Blick auf Jiddisch in einseitigen Kultur und gebt euch eine Gelegenheit, sich zu kennen mit sei. Wir verbeten euch zu stützen die Jiddisch-Liga, wird ein Mitglied und stützt die einzige jiddische Organisation, was halt alle ihre Unternehmungen auf Mameluschen. Könnt ihr sehen, alle unsere Produkte, Wörter von der Woche, Bücher und noch geht's auf leagueforjiddisch.org, leagueforjiddisch.org. Alle unsere friedige Programme könnt ihr treffen auf unserem YouTube-Kanal euch, Jiddisch Liga auf Englisch oder League für Jiddisch auf Englisch in Jiddisch Liga auf Jiddisch. Ich will euch bald stellen alle Linken in den Schmusskistel. Die einzige Interview will wir halten mit Professor Dovber oder Berl Kotlermann. Ich rufe sein neues Büchel Poesie auf Jiddisch, Tkias Kaf, Diptychlich. Wo es ist letztens heraus beim New Yorker Verlag Zico, der Band stellt vor poetische Porn, Diptychen, was behandeln eigenartige Themen durch verschiedene Stimmen in Betrachtungen. Professor Kotlermann ist einer von den Hauptfiguren in der einseitigen Jiddisch-Forschung. Er ist ein Poet und Schreiber und der Direktor von dem Yiddish Center auf Nomen Rina Costa beim Bar-Ilan-Universität. In dem Schmuss wollen wir lernen gebliebene Lieder sein und abschätzen dem schafferischen Weg, wo so das Gebäude die Lieder von innen weniger reißt. In euch wegen breiterer Arbeit auf dem Feld von jiddischer Kultur, Literatur und Gedanke. Git, ist Shalom Aleichem Berl. Shalom Aleichem Eli und Dank für Arbeit mich auf euer Programm. Es ist ein großer Covid. Ja, Kove zu dir oben da. Und eint feiert man dein Buch. Ist Lammerefscher, da erzähl uns zum ersten, wie hast du angehend, du hast doch ein Poetlach, du bist Saya-Forscher, Saya-Jiddischist, Aktivist, kann man sagen, und Saya-Schreiber, ein Poet. Wie hat sich angehend dein Schreiben auf Jiddisch? Ah, es ist eine lange Meise. Das ist nicht mein erstes Buch, versteht sich. Das Mhm. ist mein erstes Buch von Poesie. Aber vor dem habe ich herausgegeben vier Bücher Prose. Und früher bin ich gewesen ein Korrespondent von Vorwärts in Israel, noch in den 90er Jahren. Mhm. Aber viele früher, als da Prähistorie, ich bin ausgewachsen in Birobidjan, in Sowjetenverband. Und meine Mama hat gearbeitet, sie ist gewesen eine Stellvertreterin von dem Hauptredakteur von Birobidjaner Stern. Und in einem gewissen Moment habe ich angehoben schreiben, wenn ich bin gewesen 16 Jahre alt, 17 Jahre alt. Ich habe geprüft schreiben, ich habe nicht gewusst, wegen was zu schreiben, aber es ist schon gewesen in meinem Leben der Text in Jiddisch. Mhm. Äh, aber überhaupt mein Schreiben, Tkufe, hebt sich an mit Vorwärts, so auf 90er Jahren, wenn ich bin gewesen ein Korrespondent von Vorwärts und gesucht die Themen wegen was zu schreiben. Und in derselben Zeit habe ich gearbeitet in einem Schreiberverein, in einem israelischen Schreiberverein von jüdischen Schreibers und Journalisten in Israel. Ähm, Das ist in den 90er Jahren. ich habe gearbeitet dort sind 98. bis 2001. Ich bin gewesen früher als Sekretär. Demut der Vorsitzende ist gewesen sehr begabter Poet Lev Berinsky. אפשר es כדאי ihm zu verbieten, ja, er soll vorlehnen seine Lieder, weil wo seien meine Lieder, wo seien seine Lieder? Er ist ein größer Poet. Und nachdem bin ich geworden als administrativer Direktor, aber später bin ich rüber in Bar-Ilan und habe sich vertieft in akademische Unionen. Ich habe schon mehr nicht gehabt, keine Zeit zu arbeiten dort, aber für mich das ist gewesen der samme beste Universität. Sich sitzen zweimal a Woche und einmal dreimal a Woche mit 30 jüdischen Schreibers
Ich weiß nicht, sie Emetzer hat gehabt als Masel in den letzten 20, 30 Jahren. Ja, es ist schon eine Seltenheit. Das Ähm, ist in Levikos, ja? ja, ja. Die beste Schule meine ist gewesen dort. Mhm. Basé. Jeder einer hat geredet mit einem anderen Dialekt und sie haben sich geampert und sich dermont in verschiedene Sachen vor der Milchome. Das ist gewesen wunderlich. Хоч nicht damit können wir abschätzen, etwas, ja, in real time, ja. Schon Jahren nachdem habe ich verstanden, was für ein Masel habe ich gehabt. Wer von den Schreibers dort, was einen gewähnt, kannst du sagen, hat man Spiel gewähnt, der Riker auf dir, auf dein Schreiben? Äh, sind gewinn verschiedene Aspos, ja, sie do, sind gewinn poetische Aspos, אפשר, auf die poetische Themen habe ich gerät überhaupt mit Rivke Bassmann. Sie ist damit gewinn dort. Das ist gewinn ihr zweite Haus. Und journalistisch, mein bester Freund ist gewinn Yitzhak Luden. אגב, השטיקל habe ich auch gearbeitet in der Zeit und letzte Neues. Was euch so auf 90er Jahren, die Zeitung hat sich gefunden in Dorm Tel Aviv, in Azarayon, was bei Nachts ist nicht gedacht zu gehen dort. Und Demo, der Redakteur ist gewesen, also Yitzhak Brat. Hm. Aber kein größer Freund sind mir nicht geworden. Hat er ist gewesen ein Humorist und ich hab gelernt bei ihm. Aber Luden ist gewesen mein bester Freund dort. Und ich rief Bassmann, also wegen Poesie habe ich geredet mit ihr. Und dem habe ich nicht getracht wegen Schreiben Lieder. Aber das gewinnt in allgemein, ist mir gewinnt interessant. Meistens für meine Lektions, ja, wer soll sich beziehen zu Lieder, wer soll analysieren Lieder. Dasselbe. Zwischen meinen neunten Freund ist gewinnt Israel Rudnitsky, Zichroine Livroche, was ist gestorben manchmal mit ein paar Wochen zurück. Und ich habe gehalten Kontakt mit ihm bis seine letzte Tag. Ja. Darum ist nicht, mir will noch et machen eine Internehmung wegen ihm. Ich bin noch et gewesen bei Mamesh etliche Tage, etliche Wochen, dachte ich, fahr, wenn er ist er weg. Ähm, Mhm. ja. Sehr breite, freiliche Persönlichkeit. Es geht viel mit Leben. Ein bisschen kritisch gestimmt, aber es gibt mein Nemesser-Feind dort. Mhm. Aber auch andere Menschen, es sind gewähne solche und andere. Ich habe geprüft lernen, Zanin in dem Ort. Also, wir können sagen, als euch Herr hat eine Spur. Mhm. Aber überhaupt meine Aspos kommen von einer anderen Richtung, בכלל, von meinen Forschungen und von der Literatur, was ich habe gelernt. Ich habe sich vernommen mit etlichen Schreibers und geschrieben Monographies wegen sie. Das ist Sholem Aleichem erstens. Und zweitens der Nister. Und schon in Meschach von Jahren, ich vernehme sich mit Perez Hirschbein, als alle haben zugelegt, etwas Ziegele. Äh, A Ziegele in beide Wegen, ja. A ja, Ziegele ja, für das Stehen ja. in euch. Euch hat Ziegel und euch hat Ziegel, ja. Ja. Sehr fein. Willst du mir da erzählen ein bisschen wegen deinen Kinderjahren in Birobidjan? Weil ich habe getroffen noch ein Mensch oder zwei etliche, was haben gewachsen in Birobidjan und nicht alle vernehmen sich mit Jiddisch. Ja, es ist wachsen in Birobidjan. Ähm, ja, da erzähl mir ein bisschen wegen dem. Wie hast du getroffen, Jiddisch dort? Ja, versteht sich. Die Menschen sind gewinn von verschiedenen Ecken Stadt mit Tome, ja. Meine Sprache erstens, meine Bobesedes von meinen Tatensseite seinen gewinn, so haben vereinigte idische, in die sowjetische Zeiten, vielleicht man es anrufen, Technikums in der Mhm. Ukraine. Und in Meschach von Jahren, die Redaktion von Birobidzjaner Stern hat geprüft, sie zuziehen wie Korrektoren, weil sehr Jiddisch ist gewesen sehr gut. In die sowjetische Schulen hat man gelernt, Grammatik, wie sie darf sein. Leute sehr meinen, aber בכל אופן.
Aber so haben sich abgesagt, damit, so haben nicht gewollt. Der Seide vielleicht sagen, ich will nicht zu tun mit der Reute Hittelach und ich habe dem auch nicht verstanden, was für eine Reute Hittelach meint er. Jahrelang später habe ich gefragt meinen Taten, was für eine Reute Hittelach hat er gemeint. Also der Tat hat mir erklärt, dort seien die Milizionären, die Polizisten, die sowjetische, so haben gehabt, solche Reute Hittelach von oben, ja. Und für ihn, das ist gewesen der Symbol von der sowjetischen Macht. Und auch bei Robidjan Stern. Also er hat nicht gewollt, zu tun mit sie, aber er hat ja gelernt, sowjetisch Heimland. Er hat gehalten, sowjetisch Heimland war mehr intellektuellen Journal wie Birobidjan Stern und er ist gewinn gerecht, ja, weil Birobidjan Stern ist gewinn in ganzen lokale Zeitung nicht überig interessant, aber Jiddisch ist bechol offen gewinn dort, ja. Also, das ist eine Verbindung, meine, zu Jiddisch Wie hat er geheißen noch? Dein Seide? Was mit Armantel äh, schon? Schmiel, sein Name ist gewinn Schmiel. Aha. Schmiel In Kotler. Kotlermann, ja. Kotlermann, ja, Ja. ja. Also die Bobbe säge Seide Schmiel und Malke. Mhm. Und sie haben, der Seide hat kiemat nicht gerät Russisch. Also die Bobbe hat gedacht übersetzen die ganze Zeit, was alle reden, herum ihm. Und er hat euch bekommen eine Kontusie bis der Milchome. Also das hat zugegeben zu sein Nicht-Herren. Und also ich flecke übersetzen und ich gedenk die Intonations, die Wörter und seine Reaktions. Also Adan Kim, ob ich Jiddisch, mir kann sagen, heißt es Adank sein Nicht-Herren, ja, das ist paradoxal ein bisschen, aber ich hab lieb den Fakt. Also, sie pflegen übersetzen und verkürzen, versteht sich. Also ich bin gesessen, also und noch geguckt, was sie sagt, ja, also ich pflege sagen, also das ist nicht so, ja, das nicht erklärt das und nicht erzählt das. Also, also das ist meine Verbindung eigentlich. Aber dennoch, die Mama hat gearbeitet in der Zeitung, die Birobijaner Stern. Und schon später habe Was ich, hat sie getan in der Birobidjaner Stern? sie ist gewesen eine Stellvertreterin von dem Hauptredakteur, heißt es, die zweite Figur ja, in der Ja. Redaktion. Mhm. Also äh, jeden Tag haben wir gehabt die Zeitung bei uns in der Heim, sie pflegen es bringen nach Heim und weisen dem Taten, der Tate hat nicht gewollt, es sehen Bichlal. Aber ich bin gesessen beim Tisch und ich habe gesehen die Zeitung verkehrt. Und ich habe sich heute gelernt lehnen, die Titeln verkehrt. Und bis Wow. heutzutage kenne ich sehen die Zeitung verkehrt und ich sehe die Titeln. Heißt es, mir ist alles eins, wie soll ich lehnen, von oben zu unten oder von unten zu oben, ja. Ähm, Sie der Mann der Themen ist Scheiden, was so am Gat eng gemorre ist die Kinder am gefleckt lernen in Cheder eine von der Seite und eine von der Seite. Sie gewähnen Kinder, was am gekannte Gemorre auf dem verkehrte Seite. ja, der, was ist gesessen verkehrt, ja. Ja. Also das ist mein Fall, das ist mein Fall eigentlich. Und Jiddisch ist ja gewesen in Birobidjan in verschiedene moderne Formen. למשל, in dem Jahr 80, 80, hat mir herausgegeben ein Aleph-Base. Mhm. Und das ist gewesen sehr prächtige Ausgabe. Es steht bei mir bis heutzutage auf der Polize. Und ich gedenke, dass das ist gewesen die beste Matone auf verschiedene Okkasions. למשל, es ist gewesen ungenommen zu bringen eine Matone zu den Doktoren. אז מפלג ברנגן צוקרקך und dem Aleph Base. Was meint Aleph Base? Heißt es also ein Physisch. Lernbuch, ein Ah. Lernbuch, ja. Und kiemat alle Doktoren dort sind gewinn Iden, also sie sind gewinn freilich, ja, zu bekommen als Amatone. Sind gewinn zwei Lernbücher in meine Kinderjahren, also das Buch von Aleph Base und es ist gewinn ein Lehenbuch. Mit kleinen Texten von Sholem Aleichem und verschiedene sowjetische jiddische Schreibers wie Bergelsson und andere. Aber das ist gewinn weniger populär, weil das ist gewinn mehr ernst und mit weniger Bilder. Hm. Und das Aleph Base ist gewinn mamisch prächtig. Die, was haben gesehen, das Buch, sie können es sehen bis heutzutage. Das ist Das ist eine. da mit Kindern, ne? Auf der Ile ist da solche Kinder, was spielen Sach. Aleph Base Ja, es sind auch Lernbuch, ja. Kinder und es ist gewesen Ja. ein Kind, was mir sieht ihm, als ein Kind in Brillen. Ich Mhm. meine, ich bin sicher, dass oben es gegangen wird von einem Lernbuch für Deutsch.
Es gewesen als eine Figur dort, ein Schreibikus, ich gedenke. Als das gewesen etwas ein jüdischer Schreibikus, als eine Animatie-Figur, was beweist sich da und dort auf die Seitlich und weist auf die Äußers, ja, auf verschiedene Diphthongen. Und, also das Buch ist schön, das Buch ist schön. Mhm. אז er ist gewesen Birobidjan. Er hat gelernt Jiddisch in unserer Mittelschule. Nicht obligatorisch, es ist gewesen fakultativ. Also Mhm. einen gesessen etliche Kalikes und ich lache jetzt da, ja, weil ob es ist nicht obligatorisch, als wer kommt, ja, Ja. nur die gute Kinder, ja. Und ich bin gewinn zwischen sie, aber es ist nicht gewinn, es ist gewinn so interessant, weil mir ist nicht gegangen weiter von den Pochette-Texten, ja. Von dem Standpunkt, Birobijan Stern ist Beholfen gewinn mehr interessant. Schon abgerät von sowjetischem Heimland, was ist ein ganzer Äußer, ob man guckt nicht auf die ideologische Sachen dort. Aber Mhm. die sowjetischen Menschen haben sich ausgelernt zu lehnen richtig solche Texten, ja. Man Mhm. guckt auf die wichtigen Sachen und man verguckt die nicht wichtigen Sachen. Mhm. Aber die Kinder haben nicht geredet zwischen sich Jiddisch. Ja, Rov Kinder sind Nee, בכלל nicht nee, geredet die Kinder Jiddisch. nicht gerät Jiddisch, aber verschiedene Chuliganen pflegen schreiben auf die Pleutens, Kloles, auf Jiddisch mit russischen Äußers, ja. Also, es ist gewesen, da und dort, und alle haben gekannt, die diese Wörter, auch ich nicht jeden, ja, und Aha, da sag meistens herum der Minion, aber lassen wir sein, mehr ernst, heint, ja. aha. Okay, danach bist du gewachsen und du bist gefahren kein Eretz Israel, wenn es ist gefallen. Das, Ja, ja, manchmal, wenn der Sowjetverband hat sich zerfallen auf Stücklich, ja, ich bin schon gefahren in Israel und geübt sich lernen in Bar-Ilan. Ich habe nicht gehabt kein Ziel zu lernen Jiddisch, ich habe geübt von der hebräischen Literatur. Und äh, ich bin gewesen ein Teil von einem Projekt, Ois zu forschen Agnon, Shai Agnon, Shmuel Yosef Agnon, und er ist geworden, manchmal mein Modell. Wie er so immer schreibt. Allebei soll ich schreiben wie Agnon, es ist unmöglich בכלל, aber er hat mir gegeben etliche Ideen, wie er so immer schreibt, ja, wie er so immer sieht in Poschete tagtägliche Geschehnissen unsere Geschichte, Moschel, ja, also mhm, solche Sachen. mhm. Und wenn ich sage, danach hast du manchmal gewöhnt, ich verstehe, in der Universität und danach der Arbeit, was du als der Mann friert, wie ein Sekretär, nein, nein. Wenn ich sage, ist dein erster Bichl. Du meinst Literatur oder Forschung? בכלל, Forschung aus der Sache. Und als mich schreibt dein Name in Google Scholar, ist keine Nore. אז אוי בזוי, Ja. meine erste Monographie ist gewidmet dem jüdischen Theater in Birobidjan. Mhm. Mhm. Das Buch ist heraus in 2007. Mhm. Es basiert sich ein bisschen auf mein Doktorat, aber nicht im Ganzen. Was ist Ähm, gewesen dein Doktorat? Das ist schon ja äh, wichtig, weil das ist schon. mein Doktorat ist gewesen wegen dem Status von Jiddisch in Birobidjan, Mhm. aber das ist gewesen als ein Kompilationsarbeit. Ich habe zu neu gesammelt da und dort verschiedene Fakten, ja, okay, euch mal ein allgemein Bild wegen dem. Aber später Mhm. habe ich verstanden, dass das Wichtigste ist, dafür der Dosiker Theater, was hat gearbeitet dort, sind 34. Jahr bis 49. In ganzen 15 Jahren, aber ich habe beschrieben knapp jede Pjese, was sie haben gestellt. Und בכלל, verschiedene Beziehungen zwischen sie und zwischen dem Theater und der Macht. Das ist sehr kompliziert, wie gewöhnlich. Und meine Idee ist gewesen, als ob die sowjetische Macht dort finanziert das Theater, als sie haben, es ist gewesen möglich, zu halten, einen guten jüdischen Theater, a viele in Antarktika. Es ist nicht gewesen בכלל wichtig, wer seien die Zuschauer. Und das ist interessant, wenn man guckt, wenn man vergleicht es mit unserer Zeit, ja, knapp nicht stocken Lehners. Ich meine, es sind da mehr Schreibers wie Lehners, ja. Und, und eine Sache, Menschen haben gefragt, dass für wem wird spielen und zusammen Theater in Birobidjan. Aber ökonomisch ist es בכלל nicht gewesen wichtig. Ob man hat gehabt Möglichkeit, als man hat gespielt. Und ob man spielt schon, als das gewinnt ein guter Theater.
nicht damit, ja, nicht damit derselber Niveau, aber der Theater ist gewesen ein guter, wenn man redet wegen dem sowjetischen jüdischen Theater, als mit der Mond geseder dem Moskwer jüdischen Theater. Aber mein Teil ist gewesen, als etliche Vorstellungen sind gewesen besser von dem Moskwer jüdischen Theater. Und der Moskwer jüdische Theater hat auch viele übergenommen, etliche Vorstellungen und etliche Varianten. למשל Mhm. טביה der Milchiker haben sie genommen von Birobidzhan. Und Michael hat nicht gewollt es stellen בכלל, weil das ist sehr problematisch in den sowjetischen Zeiten, wo der Konflikt zwischen, ich weiß, du hast auch Konflikte dort und alle sind problematisch von dem sowjetischen Standpunkt, ja. Also in Birobidzhan hat man Neues gefunden, ein neues Weg und das gewinnt sehr begabter Regisseur dort, Moshe Goldblatt, was ist gestorben in Israel in den 70er Jahren schon. Und Leute meinen, er ist gewinn besser wie Michaels, wie ein Regisseur und auch wie ein Akteur. Aber zu dem, was er ist gesessen in Provinz, später ist er gewinn der Hauptregisseur von dem Kiewer jüdischen Theater. Und er ist somit gewinn ein Konkurrent von Michaels. Und no, wie er so me guckt auf der Geschichte, ja, me kleibt euch damit ja, so sagen auf Jiddisch, a usable part, ja. Mhm. A Teil, was man kann sich benutzen mit dem, ja. Mhm. Das ist damit problematisch. A Kitzer, das gewinnt mein Teil in der Monographie wegen dem Birobidzhaner Jüdischen Theater. Und die Mama hat gearbeitet in der Zeitung Birobidzhaner Stern, als wir seinen כמעט jede Woche durchgegangen die Kurves von dem jüdischen Theater. Und ich flieg fragen, was ist da gewesen? Früher. Man hat doch vermacht dem Theater in 49. Wer gedenkt schon? Aber die Mhm. Mama hat gedenkt, dass wie ein Kind, sie hat gespielt dort in etwas Kreisel, schon nachdem wie der Theater ist vermacht geworden. Sie ist nur geboren geworden in jenem Jahr, wenn man hat es vermacht. Aber später hat man gemacht von dem als ein Kulturhaus. Und die Kinder haben gewollt, haben lieb gehabt, sich spielen auf der Bühne, was hat sich gedreht. Und das ist gewesen ein wilder Chiddisch in jener Zeiten, ja, eine Bühne, was dreht sich. Also, Wow. also das ist gewesen meine erste Monographie. Hm. Und wenn hast du angegeben schreiben mehr, ich weiß nicht, Poesie oder Ähm, das ist gewesen mamisch spät. hm. Efter mit, meine erste Bichl Prose ist heraus in 2017. Mhm. Und das ist gewesen die Initiative von Michael Felsenboim. Er hat, äh, er hat angeklungen zu mir und gesagt, du hast schon, du schreibst da und dort, du publikierst. Ich habe publikiert Leute eine andere Initiative von demselben Israel Rudnitsky, was ich habe in der Mond früher. Er ist ein Stückel Zeit gewesen, ein Redaktor von sehr guten Journal, efter dem besten, was es gewesen in Yiddish in den letzten 20 Jahren, Doppelpunkt, was ist aus in Tel Aviv. Früher der Redakteur ist gewesen Lev Birinski, der gewesene Mhm. Vorsitzender von Levikhuis. Und dennoch, Birinski hat sich abgesagt und Rodnitsky ist geworden. Sind gewesen noch andere, aber in der Tkufe von Rudnitsky hat er mir vorgelegt, du sollst uns schicken, etwas erzählen. Mhm. Also ich habe ihm geschickt, das ist gewesen, ob ich mach nicht kein 2003. Und, aber ich habe nicht gehabt, keine Zeit zu schreiben, bin gewesen vernommen in der Universität. Aber Pamelech, habe ich angeschrieben, etwas 10 Erzählungen oder so. Und in einem gewissen Moment, es klingt dann Felsenboim und sagt, wir haben so eine Bibliothek von der neuen jüdischen Literatur. Die Serie geht heraus bis ein zu Tag. אז לא מר... Ja. Ja, אז er hat vorgelegt, lo mir zu neu sammeln, da und dort, und öfter du hast etwas eine Erzählung. Und ich hab da ja gehabt, aber ich hab geschrieben für sich allein. Und mein Ziel ist gewesen, verewigen hat die Bobby Zedes, למשל, ich hab bond geschrieben, eine Erzählung, was ist rein in der Sammlung Hertha Mais oder etwas so, was ist aus nicht lang zurück in Schweden. Mhm. Äh, äh, und die Erzählung heißt Setitza Cheshach. Mit einem Wort, Setitza Cheshach.
Sie tut sich Cheshach? Ja, es tut Ja, sich keuschig, ja, aber ja, ja, ja. das ist gewesen der Loschen von mein Bobbe. Und mein Mhm. Ziel ist gewesen, und schreiben eine Erzählung, was soll reden mit dem Loschen von mein Bobbe. Und ich Ah, hab, wow. ja, und ich hab es vorgelehnt für meine Eltern und für meine Schwester, was versteht Jiddisch sehr gut. Und heute sie nützt es nicht in ihrem Leben בכלל. Sie Mhm. arbeitet in der Bank. Und alle haben sich der Mond, wie also sie hat gerät. Das ist gewinn komisch komisch und tragisch, das ist, weil sie ist schon nicht, sie lebt noch nicht. Schön nicht. Also das gewinn mein Ziel. Ja, also so ist geboren geworden, und die dosige Erzählung, Setica Heischer. Und kiemat jede Erzählung hat zusammen Pitschewke. Nicht damit Mesetes von Dreußen. Ja, aber für mir, das ist geworden, Memorial, das ganze Buch, was heißt, das ist mein erstes Buch. Prose, was heißt Der Sod von Weiße Bären. Und ich habe sich gespielt da euch mit meinem eigenen Namen Bären und sie da als ein Witz, auf Russisch sagt man, als man wird dich schicken zu die Weiße Bären, ja, und es meint, die Gulagen und das alles, ja. Sibir. Ja, Ja. ja, das verbunden mit Sibir und ich bin geboren geworden in Sibir, eigentlich, nicht in Birobidjan, in Irkutsk. Das Mhm. ist eine große sibirische Stadt bei der Rosere Baikal. Хоч ich gedenke kiemat gar nicht von jener Stadt. אז da seinen die weiße Bären, ja, und was für ein Sod, אז כדי zu der gehen bis dem Sod muss man lernen das Buch. Mhm. Also bin ich geworden ein Schreiber, ja, ich sage es lachendig, äh, aber das ist der Fakt, ja, das gewinnt mein erstes Buch. Und nachdem, Sutzkever hat משפיע gewesen auf dir, weil hat gehabt ein Stückel Zeit in Sibir, hat doch jetzt ein riesige Poeme Sibir und ähm, du hast gelernt in Birobidjan Sutzkever oder Nein, nein, hat er Suski ist nicht bekommen? gewesen in Birobidjan Bichlal. In Birobidjan sind gewesen andere, ja, solche wie, heißt es, was hat man ja gelernt? Mhm. Kvitko und Hofstein. Ich bin gewesen bekannt mit Sutzkewer, bin gewesen bei ihm etliche Mal in der Heim. Ich hab gehabt Roshem, als hat damit gemeint, als ich bin zu lieb dem, was ich bin Beryl, hat gemeint, dass ich bin Beryl Kerler. Und einmal bin ich gekommen zu ihm mit Beryl Kerler und hat gemeint, dass Beryl Kerler ist Josef Kerler. Und ich Oh, bin der wow. kleine Beryl bei dem größten Josef Kerl. Das ist gewinn komisch und ich hab gar nicht gesagt, so, ist schon gewinn demult in einer schwerer Situation. Wir haben ihn schon besucht in seinem geriatrischen Anstalt. Nur Äh, äh, der Sod von zwei Bären, nein? ja, das ist komisch. Ja. Ich hab Mama lieb seine Lieder. Allebei soll ich der gehen, amol, ich glaub nicht so viele, ja, weil ist einer von den besten Poeten, sehr raffinierter. Auf ihm haben gehabt Spoe verschiedene französische und polnische und russische Poeten. Das ist ein Eulam Umlo. Nein, ich kann nicht sagen, dass hat gehabt an der Spoe. Efter ist gewesen ein Epsa Ideal. Heißt es, bebchines allebei soll ich schreiben, also, ja, aber nicht mehr. Mir das ich, als ich verstehe seine Poetik, seine Ästhetik euch. Und ob mir redet wegen Ästhetik, Escher Alexander Spiegelblatt ist, nennt zu mir. Äh, Mhm. ähm, Er ist gewesen euch im Verein, nein? ja, er ist selten gewesen dort, aber beide sie haben sich vernommen mit der Goldene Kate und Spiegelblatt ist gewesen der Letzte, was hat vermacht die Tieren dort. Und er ist gewesen ein wunderlicher Poet. Seine Lieder habe ich immer gelernt und für mich sind geworden ein Muster. Äh, ich habe Lipsus geworden. Ich glaube Mhm. nicht so in seine sibirische Tkufe, weil ist gewesen ein kleines Kind. Ich meine, dass das ist mehr als eine Mythologie. Heißt es, hat lieb gehabt den Fakt, dass einmal ist gewesen in Sibir, ja, und schreibt wegen Schnee und solche Sachen, ja. Mhm. Aber es ist nicht in der Emerson, dachte ich. Sein Poesie gehört zu einer anderen Geografie, בכלל. Du meinst, Eigentlich, er hat gehabt etwas ein Bild im Kopf oder er hat vorgelegte Bild? Ich meine, er hat geschaffene Bild.
Äh, jeder Reiner hat etwas ein Bild von seinen Kinderjahren. Ja, du gedenkst verschiedene Fragmenten, was du stellst zu neu für etwas ein Puzzle, ja, aber es ist nicht kein gewöhnlich, das ist nicht kein richtig Bild, ja, das ist deine eigene subjektive Perzeption von etwas an Ort, ja. Also mir dachte ich, also das, bei ihm ist es gewesen etwas so eins, ja, Sibir. Aber das ist schön, ja, das ist, Sibir ist nicht nur ein Wort, ja, das ist ein Konzept, das ist ein Ort, wo man erkennt die Säudes von den Weißen Bären. Ich bin euch nicht so bekannt mit Sibir. Ich bin gewesen 3 Jahre alt, wenn meine Eltern sind weggefahren von Irkutsk in Birobidjan. Und Birobidjan ist kein schon Sibir, ja, das ist ein anderes Klimat. Das ist eine Sache teuer zu. Das ist ein weiter Misrach mit verschiedenen Chineser und Koreaner und das ist ein anderes Zwiebel. Es ist gewähnt im Birobidjan Spoestage von den Chinesen und von, ich meine, literarische Spoes oder etwas in der Nein, Gas, was hat bewiesen. nein. Kein Nein. שום השפעה, חוץ wenn man lernt die erste jüdische literarische Werk wegen Birobidzhan von Sof 20er und Hep 30er, als man sieht, wie also die Schreibers sind gewinn begeistert, ja, von den neuen Schreinen. Mhm. Aber sie schreiben mehr wegen verschiedenen tungussische Schwotim und ein bisschen wegen die Koreer, wo seinen Jo gewinnt dort, etliche Tausender. Viele in meine Kinderjahren, die Koreaner seinen Jo gewinnt. Aber es ist nicht gewinnt keine kulturelle Interaktion zum Bedeuern. Später, so auf 80er in Birobidzhan, hat man geöffnet eine Radiotranslierung auf koreischer Sprache. Aber es ist damit gewesen, als eine Exotik, was ich weiß nicht, die Koreaner sind gewesen glücklich mit dem, weiß ich nicht. Ähm, aber die Birobidzhaner Radiotranslierungen, sie pflegen sich öffnen 7 Säger in der Früh. Ich denke sehr gut, weil ich habe sich demalt gegräht zu gehen in Schule. Also ja, sie fliegen anheben, auf zusammen es redet Birobidjan, die heutige Zeit ist also und so. Nachdem Ariber auf Russisch sagen dasselbe, ja. Und nachdem translieren etwas ein Lied, gewöhnlich von dem Repertoire. Es ist gewesen als ein Birobidjaner jüdischer Kammertheater, was ist nicht gesessen in Birobidjan. Der Theater ist gesessen in Moskwe, aber sie haben gehabt ein Repertoire von Lieder. Lomer alle Neinem und noch etwas, ja, also man pflegt es translieren in der Früh, kidei zu machen, als eine Stimmung, mit Tome verarbeiten die Keiden, ja. Sie sollen gehen zu der Fabrik, ja, freilich. zu, zu hören, solche Lieder. Es gibt eine lange Tradition, Agef. Der Radio sind die 30er Jahre und transliert verschiedene Lieder. Mhm. Und ich habe am Anfang geschrieben einen Artikel wegen dem Besuch von dem israelischen Ambassador in Birobidjan in 56. Jahr. Also er ist gekommen mit seiner Frau, was sie ist eine bewusste Kinderschreiberin in Israel, Yamima Czernovitz. Mhm. Und sie haben gehabt Gäste in dem Hotel. Also die Gäste haben gewollt, sie weisen, dass wir haben da ein Stück jüdische Kultur. Und sie haben geöffnet dem Radio und sie haben gehört, dass die Dose Lieder. Und dennoch, in ihre Tagebuch, Jemima schreibt, dass das ist gewesen ein Bändel, was man warft zu die Iden, ja, sie sollen sitzen still, ja, es ist gewesen ein bisschen paternalistisch, sie hat gar nicht verstanden, was kommt vor dort. Aber der Fakt ist allein interessant, weil sie guckt auf einen alten Eid, wo sitzt gegen ihr und sie schreibt wegen ihm, als er ist ein Nebuchadnezzar. Und der Dosiker Nebuch, er ist gewesen ein Talmid Chochem, wo so zitiert Gemorre auf äußern wenig. Und Jemima Tschernowitz hat gar nicht verstanden der Gemorre. Und es ist damit gewesen als eine Distanz zwischen die Dosike Menschen, ja, die Israelis pflegen kommen in Birobidjan von Zeit zu Zeit. Und jeder einer noch dem pflegt schreiben etwas einen Artikel, ja, wie er so er versteht und die Situation. למשל der Ambassador, Yosef Avidar, hat dann geschrieben ein Bericht, was ich habe gefunden
in einem Archiv, in einem meluchischen Archiv von Israel, gen Sache Medina heißt es, wo er schreibt, dass die Birobidzjaner Iden befinden sich in a Sach ärgerer Situation wie in anderen Teilen Sowjetenverband. Und noch erklärt, für was. Weil in anderen Teilen Sowjetenverband sie verstehen, als das Leben ist schlecht. Und in Birobidjan sie viele verstehen es nicht. Und ich hab lang getracht wegen der Dosiker Phrase. Und meine Frage ist gewesen, wer ist der Idiot da? Ist es, die Situation ist ärger, weil sie verstehen nicht, dass das so ist schlecht. Sie bekommen eine neue von dem Leben, sie haben getanzt dort und nicht für ihn. Es ist gewesen eine Diskothek in Oven und mir hat sie verbeten, die beide, der Ambassador und sein Freund. Also sie gucken auf die tanzenden Menschen und sie sehen, dass die Juden tanzen zusammen mit den Russen. Und sie sagen, Stage, wie kann es sein? Die Russen seien die Kindskinder von den Kosaken. Wer soll sie tanzen jetzt da zusammen? No, der Doseker Paternalismus bleibt bis heutzutage zum Bedeuern. Hm. Lass mal machen, אפשר Ibereis, du willst ins Lehnen etwas, ein Stück Poesie von deinem neuen Buch. Ja, mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Ihr soll öffnen, ja? Ja, ich meine, du kannst mitteilen, Ekran. Mir seht das Lied? Ja. אז wenn du hast gefragt, was für ein Lied soll ich vorlehnen, was ist אפשר, das Wichtigste, ja, in der Sammlung, also das ist das letzte Lied. Das ist das letzte Lied in dem Buch, was heißt Hineni Haoni, oder Hineni Haani, ja. Mhm. Das ist eine Nemeset Viele, ja. Das ist eine Nemeset Viele, was der Schatz lernt auf Rosh Hashanah und Yom Kippur, vor dem Musaf, ja. Und immer sagen, ich warte damit auf der Dosiker Tfile, weil es ist mir alles sehr wichtig, ja, weil wer bin ich, was ich so stehen da? Und für mir, das ist geworden eine Metaphor für den Dichter, ja, wer bin ich, was ich so reden da? Aber jeder Dichter, ist ein Stickel Hasen, ist ein Stickel Schalier Zieber, ja. Und ich habe פשוט genommen die Wörter von der Tfile, לכל הפוכס אין hey. Dennoch so sich entwickelt schon allein und das, was ich hab lieb in der Poesie, du hebst dann zu schreiben ein Lied, aber in einem gewissen Moment, das Lied schreibt sich schon von sich allein und führt dich zu in andere Richtungen בכלל. אז כדי מזור פשטיין, aber gebracht dem Motto, ja. הנני העני ממעש, נרעש ונפחד, מפחד יושב תהילות ישראל. Aber ich habe es übergedichtet, ja. Ich vernehme sich nicht mit Übersetzungen. Ich prüfe Überdichtern somit, wie soll ich verstehe oder wie soll ich will es tun, ja. Ein bisschen anders. Also das ist das Lied. עוד stehe ich hier. Ein Oremer, ein Smirner, und voll mit Schreck verzittert die Erschein. Sie hab ich recht zu beten bei der Schiene, für alle die, was können do nicht sein. Ich bin doch nichtig, schwachig und nicht passig a Schäufer werden in der rechter Show. Mit Kies wecken auf verloste Gassen. Nito kein Oz bei mir, kein Gwure euch nito. Hab kein schon Macht, hab nur a stille Tfile. Ich bin schon Punkt wie jener alter Mann. A schöne grohe Bord, a Bichel Tilim, an eingenehmer Kohl, a Sach Respekt und Tam. Fort steh ich hier, a Sindiker, a Bluffer, und prüf der Sinn durch zitterdicker Schein. Wer schwebt dort bei sein Thron? Samuel Zisamangrov. Wer hört dort mein Gebet? Wer halt mein Atem ein? Wow. Und das ist geschrieben geworden in Wien, Tovshin Pei, ja, 2020. Ja, ich verschreibe dort die dosige kleine Sachen, die zu gedenken dem Moment. Demut bin ich gestanden in dem Zentrum von Wien, heißt es Demut. Ja, ich hab getracht wegen dem Lied, ein paar Tage. Aber es hat sich verändigt, wenn ich bin gestanden zusammen mit meinem Freund Thomas Soxberger. Und Tafshin Elul, das ist gewesen inmitten von der Corona, und sind nicht gewesen kein Menschen, das ist gewesen ledig, Bichlal,
du Sort. Und es sind auch verschiedene Assoziations, was das Lied weckt bei mir, viele bis ein zu Tag. Und zu dem das Buch ist wichtig für mir. Ich bin nicht gewinn sicher, dass ich soll herausgeben ein Buch Lieder, ja. Darf ich zu lieb auch demselben Moment von wer bin ich, Bichlal, ja. Ich bin doch nicht schwachig und nicht passig. Das ist ein nemesser Gedanke im Ganzen, ja. Ich spiele sich nicht jetzt da. Aber zum Sof habe ich verstanden, dass ich muss es verschreiben, also jetzt anders. לכל הפוכס מכנס נמן שבס in die Hände rein und er guckt dann und sich der Mond in einem Moment, ja. כמעט in jedem Lied, nicht כמעט, in jedem Lied sie da etwas so eine Sache oder ich treffe sich mit ihm jetzt. Sachlieder sind gewidmet die Mitglieder von meiner Mischpoche. Äh, Mhm. also, Ich, ich sehe, es ist da Schure mit Kies wecken euch verloste Gassen, ja? Und Kies, dein Buch ist doch ein Kies Kaf, aber eine zweite Sort Kie. Du hast doch gespielt mit dem Bechavone? nein, nein, nein. Dem Auto habe ich nicht gehabt nicht getracht wegen Tkieskaf. Und Tkieskaf, das ist doch ein anderer Begriff, ja. Ja, Ich habe gesehen, dass du hast nicht gewusst, wie er so überzusetzen auf Englisch, ja. Und ja. du hast etwas zugepasst. Keiner weiß nicht, wer so übersetzt über Tkieskaf. Auf Mhm. alle Sprachen, das ist ein Problem, weil das ist ein Begriff, ja. Das ist ein Begriff, ein gewisser Begriff, was man nutzt bis heutzutage in Diamantenindustrie, ja, Moschel, ja. Wenn ich hab zugekriegt das Buch, also ich hab euch getracht wegen dem, wie also ich setze ich über auf Englisch, und dem Namen, und ich hab es übergesetzt, Pact Divine. Es sind auch verschiedene Varianten, ja, wie also man kann es übersetzen. Also ich habe es geklebt zusammen, sag, Pact Divine, weil es entpleckt mein Kavone mit dem Namen Tkieskaf. Es ist ein Lied, was heißt Tkieskaf, was erklärt ein bisschen den Titel von dem Buch. Hm. Du wirst erst erzählen uns wegen der Prozess von dem Buch erst und später wird man erst kennenlernen, das Kies Kafli, du hast das zugereiht oder? Ich darf es nicht zugreifen, ich darf nur gefunden, wo ist das da? Es sind da 44 Lieder und ich gedenke schon nicht, wo. Aber die Idee ist, die Idee ist da, ja, dieptichlich. Ja, da sind Diptych. solche Porlech-Lieder. Und man sieht auch die Dosike Porlech in dem Inhalt. Ich habe gegeben einen allgemeinen Titel für jeden Porl. Ja, Hm. als man sieht da, oder da sie nehmen MS-Lieder und Tischrei-Lieder und Wei-Lieder, Mama Rochels-Lieder und so weiter, ja. Also da 22 solche Porlech, also das ist die Idee, ja. Also habe ich zu neu gesammelt die Lieder und sie da mit etwas Beschutfesdigs zwischen die Lieder in Gerem von jedem Porl. Und 22 Bechavone wegen der Aleph Beis? Ja, ob ich getracht wegen dem oder ich wegen anderen, ja, aber ja, ja, das ist gewesen. Heißt es, man darf der Griechen etwas erzählen, ja, was es schön bekommen, die auszugeben wie ein Buch. Es soll sein, also, ja, 22. Wo ist, et Kieskauf, Kies Kafli. in Minutkele, ihr seht, ich allein gedenk schon nicht, weil ich bin vernommen schon mit anderen Liedern. Ah, 20, Nummer 20. So, ja, Jiddisch-Lieder, oh ja. Äh, da sind zwei Lieder, wo sind gewidmet Jiddisch. Ein ist Kieskauf, laut dem Titel. Heißt es, der Titel ist laut dem Lied. Und das zweite ist gewidmet zu die Carbones von dem Stalinismus, die jüdische Poeten, was seinen ermordet Ja. geboren in 52. Jahr. Aber Kieskauf
Das ist eine von den Versen. Sie do euch die Sängerin, was mir oben gehört in Anheb, Jasmin Garfunkel singt euch das Lied, aber in einer anderen Form. Mehr freilich. Da ist mehr ernst. Das ist also eine literarische Variante. Also so, Kieskauf. Ein alter Malech hat gewickt mein Wiegel und abgemacht mit mir at Kieskauf. Ich soll vor ihm obsuchen junge Fliegel. Er soll ein Schäumer werden, war mein Sprach. Jahrelang schon fliehen wir zusammen. Kleib nieber Klangen, Wörter, Grammen, Tag und Nacht, Tag und Nacht. Mein Malech hat bekommen junge Fliegel, von Liebe, Schein und Händelech bis Gor. Sein ganze Zeit verbringt er bei die Wiegen, auf Mameloschen singt dem neuen Dor. Und Tomer fragt er, was kommt vor mit mir? Ich boi mit Wörter Bricken von Papier. Tag und Nacht, Tag und Nacht. Also das ist ein bisschen programmatisch. Und heißt es, mir wird fragen, was für ein Maler, ja, und bei welchen Wiegen sitzt er neben, ja, wo sind denn die Wiegen, wo es wiegen sich jüdische Kinder, was reden Jiddisch, ja. Aber das ist also Mhm. eine poetische Fantasie, ja. Ich glaube, dass sie da solche Wiegen da und dort. Efter bei meinem Wiegel ist gesessen als ein Maler, ich weiß ich nicht, ja. Aber bei alles ist in der Welt ist nicht so zufällig, wie es so ist, ja. Also, Ja. das Und er ist, hat junge Fliegel. Das meint, ja, er kriegt das von der Comedy Gedor, ne? ja, ja. Ja. Aber wenn du hast gefragt, was für ein Lied wollte ich gewollt vorlehnen, ich hab gedacht wegen Jetzias Mitzrayim. Das, was ich hab Ah, gesagt. Früher gut. und ja, also das ist da. Das ist das Lied, Jetzias Mitzrayim. Mhm. Und ich erkläre da, Leute, welchen Poet gehe ich da? Glattstein. Ja, das ist, ihr werdet es erkennen von dem ersten Blick, weil alle sind bekannt mit dem Lied von Glattstein. A gute Nacht, ja, a gute Nacht, ja. Die Welt, ja. A gute Nacht, Welt. Also Mhm. da, das Lied habe ich schon geschrieben, wenn es hat sich schon gegeben, die Milchome von Russland gegen Ukraine. Es hat gemacht auf mir sehr starken Roshem, ob man kann sagen, also, ja, ich bin gewinn schockiert. Immer sagen die, ich bin gewinn in Schock. Also das ist das Lied, was ich schreibe. Und das ist gewinn mit Russland von Onhei bis ins Sof. Und also klingt es. A gute Nacht dir, Sklavenland. Das Land von Spott. Das Land von Schand. Läuf, flieh, verhack geschwind dein Teuer. Boi auf arum sich Wand und Mäuer. Verfiel dein Orelharz mit Ekel, vergrien in dein chartumisch Reckel, zerstäub a jeden joischer Spur in dein verdorbener Kultur, zewalger Altsing in dein Mist, und wer vermisst und verwisst. Ich spann mit Kass von dir zu Licht, von dein Lesrichter, Lesgericht, von deine Wegen und Naronim, von deine Merders und Gazlonim, kidei noch 16.000 Jahr a trefft on wieder dein Kajor. Schlaf heut und halt dein Pisk vermacht. A gute Nacht. Wow. Und als wir schon da, muss man lernen, der Comedy gehen. Ja, weil wir sind noch alle mitten in der Willkommen. Der Bechaye Äh, khoin und Beyomei khoin, nein? das ist ein anderer Milchome und zu lieb dem, Ja. die zwei Lieder porn sich, ja, und Mhm. das sind Kass-Lieder, ja. Mir fehlt, dass ich bin mamisch in Kass auf Russland, Mhm. und das ist allein gemeisse Verwurst, nicht nur zu lieb der Milchome, aber die Milchome hat Du willst mich erklären? beulet, sehr beulet. Nein, nicht so, nicht so, aber ich bin בכלל nicht loyal zu Russland. Ja, aber das ist ein anderes Lied, בחייכון und בימיכון. Zu den Schlossem noch der Simches teure Schchitte, ja. Das klingt scheuderlich, בכלל, und die dosige, der dosige Ausdruck, Simches teure Schchitte, ja. Noch jene Simche. Ähm, Als das Lied ist gewidmet zu alle, wie soll ich sie anrufen? Äh, Geargete in Gefangene.
nein, בכלל nicht. Mhm. Nein, das Lied ist gewidmet die, nicht Feind Israel, aber Menschen, was in dem Moment von Weh und Isurim bleiben neutral oder spielen sich, ja, solche objektive Zuschauer von der größeren Tragödie, was öffnet sich vor seine Augen. Und das ist in unserer Tag, ja, בחייכם ובימיכם. Und ich spiele sich da mit Phonetik ein bisschen, als ist also wohendig. Wieder Wellen wachsen, weichen, reut und feucht. Will ich Ellen reißen quorim, nicht mit euch. Es wird beginnen sich wie früher, noch ein Tag. Wird erhalten schöne Drosches ohne Tolk. Wird überwegen Rotzchem, wer teug. Wird machen von der Weitens mit den Oig. Wird weiter treiben muss auf a Kol. Zeit die Iden sogen Kaddisch, wie einmal. Das ist sehr kurz. Ja, es ist da Ja. solche Situationen, was Kola Moisiv Gorea, ja, jeder einer, was wird zugeben etwas, ja. Der Resultat wird sein, verkehrter im Ganzen. Hm. Ja. Und das, ich habe es schon geschrieben, sehr früh, ja, das Schlossem, noch der Schiete, ja, es gewinnt in November 23. Äh, es ist etwas heint, wir sagen in Nivue, weil demot in November die ganze Welt ist gewesen auf unserer Seite, ja, und alle haben mitgelitten mit uns, ja. Und, aber das ist mehr zu Iden zwischen die Objektivisten, ja, weil von den Goyim der warte ich nicht kein Sachliebe, aber da, und demot in November sie seien noch gesessen still, ja. Aber nach dem hat sich angehört der Konzert, Hm. bis heutzutage. Lass mir eine Minute tanzen. Wie viele Bücher hast du in Dreußen? Oi, das ist eine Scheile, ja. Heißt es, Das Sido, meint Bücher, was wir können kaufen, oder kriege ich mir ein Buch, was ist physisch, ja, nicht nur online. nicht nur kein Bücher online, meine ich. Sido, Ja, ich meine, der ganze Forsch ist online, ja, alle Forschartikel, das ist online, ne? Das kann man finden in Google Scholar, wenn es da. Ich will stellen einfach einen Link in einer Minute. Ähm, ich bin nicht sicher. Efter die erste Monographie wegen dem jüdischen Theater hier, dachte ich, sie haben gemacht, also in elektronische Version. mhm, Sido etwas hat Sendlik Monographie, ist das solche? mhm, In der Telefon sehe ich bin Mitmichaber, ja, einer von den Michabern oder einer von den Redaktoren. mhm. Und Sido vier Bücher Pose. Und Und wie kann man finden, die Bücher? Also einer will kaufen, also einer will, ja. äh, Ich meine, kiemann alle Bücher kann man kaufen in die Verlagen, was haben sie herausgegeben. A chutz ein Buch, a chutz dem ersten Buch, was ist heraus unter der nationaler Instanz für Jiddisch in Israel und ich weiß nicht, was ist geschehen mit dem. Ich habe bekommen meine Exemplare und sie sind bei mir in der Heim und weiter. Oder demot, sie haben noch nicht durchgearbeitet und die System von Verkäufen, ja. Nicht so poschet, ja. Aber alle andere, das Buch, was ich hab dir geschickt, dem Scharblatt, Koiderwelsch, ja, ist Arois in Wilne, aber wer hat es herausgegeben? Der schwedische Verleger, Kolja, Olnianski, ja. Olnernski, ja, also bei ihm kann man es kriegen, bei ihm als Arbeit, wie sie darf sein. Und sie durch ein Problem mit der Bichl, was ist Arois in Buenos Aires, wo ich habe gesagt früher, ich bin gewesen auf mein Sabbatical, also ich habe sich bekannt mit verschiedenen Menschen. Es ist sehr ein interessanter Ort, ich habe lieb Mamesh Buenos Aires. Alle sind solche herzige Menschen, aber man darf sie halten stark. Anders wollen sie sagen, als Manjana, ja, lassen wir machen es morgen, übermorgen. Bei sie, das ist also ein Netzach Israel. Äh, aber
Dorten, es ist gewesen der Verlag, was hat herausgegeben, du weißt es sicher, die über 100 Band von Musterwerk. Ja, Und Rojanski. von Rojanski, jeder einer, was hat gelernt Jiddisch und Universität, ist bekannt mit der Dosiker Serie. Ich gedenk wie ein Student, wir haben gewitzelt, dass das seine nicht kein Musterwerk, das ist ein Schusterwerk. Weil es ist gewinnt zu viel, ja. Es ist unmöglich überlernen als. Efter von 111 Band habe ich gelernt, no, ob 15, also das ist gut, ja. Übergeblättert noch 10, ja. Ich habe gewusst wegen dem Verlag und seien die in Buenos Aires, habe ich gefragt, also was kommt vor dort mit dem Verlag? Und sie sagen, no, es schläft, ja, es ist schon 40 Jahre sind nicht herausgehen Bücher dort. Also ich habe gefunden, die Menschen, was haben sich vernommen mit dem Mol und euch hitzt und also herum ist geboren geworden das Buch, was heißt Samoyed. Äh, Und es ist auch sehr schön, Agef. Die Frau, was hat sich vernommen mit dem Design von dem Buch, sie ist mamisch eine Talentierte. Und als es ist doch ein Problem zu kaufen das Buch, weil Argentinien ist eine Welt und ich weiß nicht, wie soll sie begehen mit verschiedenen, mit Dollar oder wie soll man kauft dort bei sie. Also das ist ein Problem, aber sie haben noch Exemplare dort bei sich. Man darf sich zu neu reden mit sie. Mhm. Als ist Und das, persönlich dort. ja. Und der Sort von Weiße Bären, wo kann man das finden? Als das ist das Buch, was ist aus in Tel Aviv. Mhm. Und Der nationale Instanz für Jiddisch, weil sie stützen das, ja. Ist dort kann man es kaufen? ich bin nicht sicher. Das, was ich habe gesagt früher, ja, ich bin nicht sicher, Ja. als die System arbeitet dort bei sie, dachte ich es nicht. Mhm. Oder ich hab Exemplare bei sich, sind noch verblieben. Ja. Etwas, ja, und das ist problematisch und auch Buenos Aires ist problematisch. Man darf beten bei sie, ja. Aber Mhm. alle anderen, man kann es kaufen. Ob man sieht es und man sieht den Verlag und למשל ein Buch ist heraus, Boris Sandler hat es herausgegeben in sein Verlag, Jiddisch Branche. Und man kann es kaufen. Es steht auf Amazon, dachte ich. Mhm. Man kann es kaufen. Wir kommen schon knapp zum Sof. Es ist manchmal nicht genug Zeit, weil sie da so viel Themen zu reden mit dir. Aber erst kannst du sagen, etliche Wörter wegen Bar-Ilan, Universität. Was du führst dann in die Limudim dort. Äh, ja, was tut sich Neues dort? Ja. Ähm, Sie dort mit Neues, ja, aber Mhm. die Neues sind nicht interessant für alle Menschen, weil das ist, also im akademischen Leben, ja, nicht alles ist für breiter Publik. Wir haben Sof April, weil wir haben eine Konferenz, was heißt Yiddish in Public Space. Und die Konferenz wird sich vornehmen mit visuellen Ausdrucken von Yiddish. Und das ist eine internationale Konferenz und es ist nicht kein Wunder, dass die Teilnehmer kommen von Polen, weil wo Jiddisch ist gewesen visuell, ja, in Polen, ein bisschen im Sowjetverband, aber nicht so wie in Polen. Und das ist eine gewaltige Thema. Das ist eine gewaltige Thema. Was meinst du mit visuelle? Das meint wie. Verschiedene Schilden, Limoschel, Hm. und Affiches, wenn man sieht Jiddisch auf der Gas, bei Reshes Rabim, ja, und das ist gar selten. Viele in Israel, ja, seien die in Montreal, bei dir bin ich Mhm. gefahren bis Kiryas Tosh. A Cookton, weil Emetzer hat mir gesagt, das Salz ist geschrieben dort auf Jiddisch. Aber was, wenn? In Onheps ist gewesen, Schild dort, aber ich bin herumgefahren, das ganze Städtel und gefunden nur ein Schild auf Jiddisch. Ja, das ist Zeitornisch, ja. Zeitornisch, Leute gesetzt, also sie dürfen haben alle Schilden auf dem Gas, müssen sein auf Französisch, viele nicht Englisch. In ob es ist da Englisch, darf es sein
20 zu 30% von der Efter, Schild. Efter, das ist das Problem, Und weil es ja, ist Wort gewinnt zu viel auf drei Sprachen, ja, nicht kein Ort auf die Schilden. ja. Sie Aber, sind ein bisschen Rassist, ja, da, weil sie sind sie gucken sich allein wie eine Minorität, was redet Französisch in einem Platz, was redet Englisch. Und wegen dem argenen sie ja weg alle anderen ah, Minoritäten, ja. also so ist es verplontert, ja, Ja. aber ein Schild ist ja gewinnt auf Jiddisch Aha. und dort ist gewinnt eine Erklärung, wer soll sich parkieren dort. Keiner versteht nicht, wer soll sich parkieren, nur ich auf Jiddisch habe ich nicht verstanden. Sie, sie will ich ja bekommen eine Strophe, sie wollen bekommen eine Strophe von mir, weiß ich nicht. Und das gewinnt die einzige Schild dort. Als das ist die Thema von der Konferenz, was wir greifen zu, auf April, als das ist die same frische Neues von unser Center. In allgemein kann man sagen, dass unser Center ist gemacht der einzige in der Welt, was vernimmt sich proper mit Jiddisch und nicht kein Teil von etwas germanische Studies oder weiß ich nicht welche Studies, Minoritäten, Religies oder noch etwas, ja. Das meint, der Obteil ist Jiddisch? Äh, Das ist ein Teil von dem größeren Obteil von Literatur, Literatur von dem jüdischen Volk. Das ist auch gewesen ein Stück Revolution in den 80er Jahren, ja, weil das Rov solche Schwesterabteilungen in israelischen Universitäten heißen Abteilungen für hebräischer Literatur in Beer Sheva und in Tel Aviv, in Jerusalem, euch in Haifa, aber bei uns, das ist die Literatur von dem jüdischen Volk. Und das ist eine Sache größer, ja, und eine Sache Gerem kann annehmen verschiedene jüdische Literaturen auf andere Sprachen. Bis heutzutage haben wir ein Center für Ladino und sie do Menschen, die vernehmen sich mit noch jüdische Literaturen auf Arabisch, למשל, auf Italienisch, ich hab, auf Russisch, sie do ich ein ganzes Programm auf Russisch. Und mir hat getracht wegen jiddisch-deutscher Literatur, jiddisch-amerikaner Literatur, der Wahl ist nicht so, aber unser Gott ist groß, wie Tevi der Michik hat gesagt. Und jiddisch euch ein Teil, aber sehr ein autonomer Teil. Wir haben unser eigenes Programm. Mehr wie 20 Kursen, von sie auf Jiddisch sind da etwas 50% misstome. Und das Jahr haben wir reklamiert für unser Center in Jerusalem Post, als das ist das einzige Ort in der Welt, wo kann man hören eine Lektion auf Jiddisch, nicht von Jiddisch, wo man lernt die Sprache. Mhm. Aber am ist eine volle akademische Lektion auf Jiddisch jeden Tag. Jeden Tag haben wir eine Lektion auf Jiddisch. Oder zwei Wow. viele. Ja, und Dienstag dachte ich drei viele. Und das ist wichtig. Für mich das ist wichtig. Und alle Weihe sollen sein Studenten, ja, was können verstehen, also eine Lektion auf Jiddisch. Das habe ich gewollt fragen. Es ist da genug advancierte Studenten, was können verstehen? Was meint genug? Ja, mir ist ein Student ist genug. Aber wir können reden mit ihm, ja. Aber auf die Jiddisch-Kursen seien verschrieben etliche Zentliker. Und das ist gut. Ich bin zufrieden, als sie da noch als solche Studenten, was wir können diskutieren, warum etwas ein Lied von Gladstein, ja, und alle verstehen alle Pitschewkes und Nuancen, ja, und man darf nicht Patternzeit auf solche primitive Erklärungen. Einmal habe ich gehabt einen Kurs, דווקא auf Ivrit, wegen Sholem Aleichem, und ich rede, es gewinnt mit der Jahrzehnt zurück. Und ich rede anderthalben Show wegen Sholem Aleichem und was für ein Ort vernimmt er in der jüdischen Literatur. Und zum Sof, es kommt zu mir ein Student und fragt, äh, wer ist Sholem Aleichem? Heißt es, sie hat nicht gehabt בכלל, אז das ist ein Nomen, ja. Und öfter ich bin schuldig, ich habe nicht erklärt in Non-Happy, ja, ich habe es gehalten für selbstverständlich, ja. Alle wissen, wer ist Sholem Aleichem. Und in Israel, was hilft uns, als sie da gassen auf die Namen von Sholem Aleichem und Mendele Moicher Sforim und Peretz, als in dem Alton, habe ich schon meine Lektion auf Ivrit, ich sage, ihr wisst, sie da, Gas, Sholem Sholem Aleichem Aleichem. Gas in Tel Aviv, was ist nicht weit von Mendele Gas und nicht weit von Frischmann und Gordon, irgendwo dort, ja. Und alle sagen, ja, ja, ja. Also ich habe schon eine Regime von solchen Gassen.
Ich weiß nicht, ob der Gassen geht helfen, weil ich habe gewachsen fromm, ja, ich habe gewachsen chassidisch, und ich habe gekannt der Gassen Shalom Aleichem, aber ich habe gemeint, dass ich Shalom Aleichem. Ah, Nicht. ja? Ja, ich habe nicht gewusst, dass ich gewinne Schreiber Ich hab Shalom gehört eine Aleichem. andere Verse, ja? Emetzel von Bnei Brak, דווקא hat mir gesagt, dass hat gemeint, dass Sholem Aleichem meint, dass der Nigen Sholem Aleichem. Ah, Shalom Aleichem, Okay, ja. Ashores, ja? Das ist euch schön. Ja. Das ist euch schön. Gut, zum Sof, du hast noch ein Lied, was du hast gewollt lernen? Oder, Ähm, אפשר תקיות, ja. Noch ein Lied will ich vorlehnen. Das Lied, was macht mir eine gute Stimmung. mhm. אפשר, es wird arbeiten euch in Vereich. Eine Minute, ich will es gefunden. Ah, auf YouTube siehst du? Nein, 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 in dem Buch. Ja. Ja, das ist ein kurz Lied, wie das Lieder meine. Und das ist, Derweil will ich noch sagen, ist der Buch, als einer will, darf man schreiben Tico? ja, Ja. Zico wird es verkaufen. Base Mhm. ist Arbeit. Äh, also das Lied heißt A Flemel, A Nacht und A Blättel Gimore. Apropos Bnei Brak, ja. אז מרוב דרמונט. Und der Motto, תלמידי חכמים מרבים שולם באוהלם. von Broches. אז זה klingt כזה. Von silberne Säuers beim Schararachmim, durch Dine Milchwegen in Hilcheke Tomen, fliehen wie flatterlich Funken von Chesed, auf strahlige Licht von Talmidi Chachomim. A Flemel, a Nacht und a Blättel Gimore, a Rashi, a Rambam, die beide Mitzudes, ot mesten sie Welten mit Mides und Gseres, ot engen sie Welten auf Spitzen von Juden, es spoilt in Pardes der Ebeker Firling, und bei die behaltene heuche Eicholes zerquetscht die Karette von Meise Mirkove, die eiserne Kamen von fremde Chayoles. Es leuchten die Licht durch unmenschliche Tomen, es halten die Funken von Chesed in Stromen. Moiridik. Sehr, sehr, sehr schön. Gut, als ihr noch Fragen, Kommentaren, dass ihr die Zeit sie sich euch stimmen und fragen, ihr könnt das reinlegen in Schmusskessel euch. Und dabei will ich dir sagen, erstens kann ich fahren kommen und lernen Lieder und geht bitte kaufen die neue Buch, ja, die Kias Kaff. Ich will das reinstellen, öfter in der YouTube-Beschreibung, wenn es wird darauf gehen, der Video, wird sein Linken zu kaufen. Ich hoffe, dass sich bei mir noch zu den friedigen Büchern, was wir können schaffen. Ähm, Heim in Zico wird sein glücklich. ja. Also macht ihm Reklam. Und danke, was du hast mich arbeiten, ne? Zu kommen Ja, dahin. mit Vergnügen. Gut, einer will sagen etwas? Wir müssen sagen, noch als wir will. Gut zu sehen, da etliche Bekannte. Shalom Aleichem Eli. Shalom Aleichem Ja, Brudi. Elli. Ja, red. Ich kann sagen nur eine Sache, Schkoyach, Doktor. Ich bin ein Vergnügen zu hören. Danke, Eli. Ja, ich sehe, der Eulam schreibt Schkoyach. Ich meine, sie gewinnt sehr klar. Ich will eine besondere Zeit, die haben auf ein Schmuss, mehr auf ein Vorschmuss, was behandelt deine Themen von Forscht und das wird sein, ich glaube, dass der Eulam wird auch nach Sachen fragen, wenn mir das Stück Poesie kann fragen, sind nicht da, du weißt. Es ist schwer zu fragen Es wegen Lied. ist, ja. Ähm, Gut, ist ein großen Dank für den Kommen. Und ich hoffe, ich sehe bei den kommenden Unternehmungen, als euch Berl oder Bär oder Bär mit allen deinen Titeln. Und geht kaufen den Buch. Dank wieder, alle Mann. Seid gesund. A gute Nacht. Also.